Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2, Schatten von am Aufpelzig. Ja, jetzt gehen wir ins Unerreich runter. Und jetzt wird's richtig interessant hier unten. Ihr verwendet euer magisches Seil, um in die Tiefen des Unterreichs zu gelangen oder sowas. Die Dinge auf der Oberfläche entwickeln sich gut. Der Tempel ihres falschen Gottes wurde verschandelt. Ich bin zufrieden. Meine Rache wird bald kommen. Wir handelten nicht zu euren Gunsten, Irenicus, obwohl ihr einige interessante Dinge angeboten habt. Ja, Mutter Oberin, entschuldigt meine achtlosen Worte. Unsere ersten Gefangenen kommen gerade an, Mutter Oberin. Diese zwei spielen eine wichtige Rolle beim Abschaum der Oberwelt, Mutter Oberin. Was soll mit ihnen geschehen? Ihre Gegenwart macht mich krank. Tötet sie! Vielleicht wäre es besser, sie es zu befragen. Dschungel! Warum seid ihr bei diesen Monstern? Ihr seid einer von... Eine seltsame Art, jemanden auszufragen, Irenicus. Mochtet ihr seinen Ton nicht? Ich habe es mir anders überlegt, Mutter Oberin. Euer Befehl war klüger. Ja, die hätten ihn wohl erkannt und er heißt wohl nicht John, sondern Johnleth Irenicus. Die großen Tiefen des Unterreichs liegen vor euch. Und als ihr euch an das gedämpfte Licht gewöhnt habt, beginnt ihr langsam zu begreifen, wo ihr euch befindet. Es ist das Reich zahlloser Legenden, wo hinter jedem Schatten das Böse lauert. Und obwohl ihr auf eurer Jagd nach Irenicus schon viel herumgekommen seid, fühlt ihr euch so isoliert wie noch nie. Wie düster eure Lage auch gewesen sein mag, nun hat es den Anschein, als werde sie noch ein wenig finsterer. Und jetzt sind wir hier. Und das ist noch sehr hell dargestellt. Tja. So sieht's aus. 20.000 Erfahrungspunkte hat jeder noch dafür gekriegt. Und jetzt gehen wir nochmal durch hier. Und noch 48 Tage sind wir im Unterreich angekommen. Das ist nicht schlecht. Aha, das sind ein paar Leute. Dann retten wir mal. Cordinara Rindoth Saman. Lilweila Lueth Weila Ragar Brorna Lueth Wind Wundnint Kjörlin Elgin Sarn Ustanuel Viconia. Natürlich, Mala Viconia, ich stehe euch bei aller Sache zur Verfügung. Warten, Kalix, ihr trägt keiner von dem mir bekannten Außensignier. Gucken euch immer ihr Begleiter an, das ist ausgestoßen nie. Ihr wagt's. Martin wagt nix, das versichere ich euch. Es ist jedoch immer eine gute Strategie zu wissen, mit wem man zu tun hat. Ihr müsst mir quer der Entschuldigung, aber es kommt nicht häufig vor, dass die nicht direkt mit dem Haus abbündet sind, hier vorbeikommen. Ja, sehr selten. Die leben nicht lang. Tja, in der Tiefe können unglückliche Sachen passieren, aber mir nennt man solche Ereignisse nicht teil. Ich bin Karligen Händler sozusagen. Ich will nur die zwei Bastarde finden und dann wieder gehen. Okay, ich bin Abdel Adrian, ich suche ein paar Leute aus der Overwelt, wie ihr es nennt. Ich habe hier nicht viele Fremde gesehen und ich unterhalte mich mit jedem. Naja, fast mit jedem. Die beiden schauerliche Typen waren wieder Karlig. Wisst ihr noch, der Nackebeißer und der Magier? Oh ja, die beiden schlechte Neuigkeiten, würde ich wetten. Ich habe sie in der Nähe von der Stadt der Drow gesehen. Müssen in krumme Geschäfte verwickelt sein. Die Aulok Morok, Dunkelelfe lassen normalerweise Fremde nicht am Leben. Ja, hinter denen muss ich her. Tja, dann wünsche ich euch viel Glück, obwohl es euch nicht gelingen wird, einfach in die Stadt der Drow hinein zu marschieren. Ja, der Ort wird gewaltig auf eurem Kopf niedergehen als nicht abgestürzter Larktunnel. Die Entscheidungen müssen zu treffen finderlich. Nicht nötig, sie noch mehr zu beunruhigen. Erkundigt euch, bevor ihr den Ort angreift. Können die beste Vorgehensweise sein. Naja, jedenfalls habe ich Ware zu verkaufen, wenn ihr daran interessiert seid. Suche immer noch neue Leute, um mit ihnen Geschäfte zu machen, egal welche Farbe euren Schatten hat. Ja gut, gucken wir uns doch mal an, was du hast. Das ist nur Scheiß. Das ist alles nur Scheiß. Bis auf Kettenzauber da auch noch, okay. Das ist ein Grad 7 Zauber. Wissen, ob wir den jetzt schon hin. Na, der nicht ein Zauber, auf den ich gehofft habe, dass er hat. Doch, da ist er. Freiheit. Den möchte ich gern haben. Zweimal bitte. Sehr schön, danke dir.
Dann können wir das nämlich erst einmal an Edwin weitergeben. Der kann es einmal lernen. Ja, das ist dann erster auf Stufe 9 und den brauchen wir dann auf jeden Fall noch einmal. Schutz für Elementen, komm, ach, als Reide mit. Der ist auf Stufe 7. Ja, der schützt generell vor Elemente. Ist bei Drachen nicht verkehrt. Im Thron des Baal. So, jetzt will ich noch gucken. Ansonsten hast du nichts. Deswegen verkaufe ich dir jetzt jede Menge Scheiß von mir. Und zwar viele Koralle und viele dämliche Ringe und so. Eventuell ist es im Unerreich was Besonderes, was Exotisches, was es nicht alle da gibt. Und deswegen verkaufen wir es dann mal einfach. Im nimmervolle Beutel habe ich auch noch ein paar Sachen für euch parat. Desto können wir verkaufen. Den Aufspießer können wir. Ach. Moment. Für 11? Also vergiss es. Nee. Nee. Denn da können wir auf jeden Fall verkaufen. Da ist nix sonst drin. Die hat nix. Ich habe Abdel Adrian muss verkaufen. Ansonsten wäre das nix. Regenbogenstrahlen. Der macht Betäubung. Wobei, nehmen. Wir können es zwar, aber komm, ja. Egal. Der macht Betäubung, behalten wir drin. Abbild 8. Die Sache können wir verkaufen. Und das Feuerschild auf jeden Fall 8. So, perfekt. Gut, dann haben wir hier unser Händler getroffen. Und gucken uns mal weiter hier im Unerreich um. Was es noch so Schönes hier gibt. Oh, ein Luftelementar. Hallo. Hier gibt es anscheinend mehrere von denen. Hinter diesem schimmernden Portal liegt eine zerstörte Landschaft, teilweise verdeckt von riesigen, schattenhaften Formen. Oh. Oh. Und da war noch irgendwas mit Drow. Wo sind Drow? Wo sind sie dann? Ich hab's doch genau gesehen, Drow hier. Wo seid ihr dann? Anscheinend. Nee. Okay. Keine Ahnung, wo die Drow abgeblieben sind. Da sind sie doch. Drow Priesterin. Normale Drow, das sind dann die Männle. Also die männliche Drow sind meistens dann Magier. Und bei der Drow ist es ja halt auch so, dass die Frauen das Sagen haben. Und die dort in hoher Position sind meistens Priesterinnen der LOL. Natürlich gibt es auch Kämpferinnen und Kämpfer, aber die Männer wären eher Magier, um so nützlich zu sein. Ach du Scheiße. Also Edwin hat auch ordentlich gerade was abkriegt. Wow. Nein! Nein, der hat ihm die Rüstung abgezwackt. Scheiße. Oh, ich hasse es. Oh Mann. Scheiße, da hat einer Nischruhe beschworen. Kacke. Jetzt können wir nur noch auf unseren Autosave zurückgreifen. Scheiße. Wir sehen uns gleich wieder, ihr liebe Leid. Da bin ich wieder. Ich habe jetzt nochmal alles genauso gemacht wie vorher. Ach, wie ihr es gesehen habt. Und ja, jetzt wollen wir noch mal. Das wird halt immer übel mit diesem dämlichen Nischruhe. Wir müssen halt immer zuerst auf die Drow Magier drauf. Weil die sind diejenigen, die für uns gefährlich wären können. Vikonia, seid ihr mal so nett und machen mal hier eine Stummheit auf aller. Na toll, Anomen hat Stille abgekriegt. Drow Stiller. Okay, gut. Dann ist hier noch eine Priesterin. Alle erstmal auf den drauf. Die Priesterinnen sind egal. Da sind zwei Nischrot durchkommen. Scheiße, das wird nix. Also das Gefährliche sind nicht die Drow selbst. Das Gefährliche sind einfach nur diese verdammte Nischruhe. Die sind recht gefährlich, muss ich sagen.
Hätten wir nicht noch eine Rolle mit Kako-Scheusal beschwören? Ne, egal. Ah ja, den habe ich ja nicht gelernt. Okay. Gut, Ja, ich hoffe, das Quark, bringt warte was. mal. Halt mal de Gaula. Ich habe auch den Zauber schon vergessen. Nummer 1 zu kaufen. Ich habe nur meinen Schambel bei ihnen verkauft. So. Zweimal Freiheit wollte ich noch. Genau. Zack. Wieder zurück. Einer für Edwin und einer brauchen wir noch so. So. Einer für Edwin so zum Lernen und einer brauchen wir noch. Okay. Sag mir, So, jetzt speichern wir nochmal. Und jetzt probieren wir ich nochmal kümmere mich was. drum. Jetzt probieren wir nochmal einen Trick. Und so können wir uns ja offenbar nicht an die Drow ranschleichen. Was darf es jetzt sein? Deswegen probieren wir es einfach mal hier in der Masse auszudünnen. Und gut. Dann machen wir das doch mal so. Wir jagen ihnen so einfach ein paar Feuerbälle drauf. Und okay, jagen dann noch mal eine Todeswolke hinterher. Und sehr schön. Okay. Dann müssen wir das halt so machen. Ist halt einfach so. Nochmal einen Feuerstab hinterher. Da muss man nämlich einen Widerstand gegen Magie bestehen. Okay. Ich warte. Dann sind die hoffentlich genug geschwächt, dass man drauf losgehen kann. Und Kommt schon, belästigt jemand Edwin anderen. jagt nochmal was rein. Weil diese ständige Rumgehupse wegen den scheiß Nischruh ist schon echt ätzend. Ich hoffe, ich kann ein paar von ihnen erledigen. Ist schon geschehen. Und wie schaut's aus? Die sind schon mal dem Tode nahe, das ist gut. Weil um die geht's mir. Das ist ein Magier wieder, der ist verletzt. Der ist auch wieder ein Magier. Ja, scheiße. Jetzt fangen die ganze Scheiße wieder von vorne an. Zuerst auf den dann. Gut, der erste ist tot, der bringt 10.000. Dann der hier. Dann wäre es nicht verkehrt. Na? Dann wäre es nicht verkehrt, hier ein Magie-Bannmull in die Runde zu schmeißen. Sehr schön. Anomen hat noch eine Priesterin erschlagen. Jetzt sehen wir die nämlich auch wieder. So, einer ist kaputt. Zieht euch zurück. Erst die verdammte Nischruhe. Boah, alle auf Edwin drauf. Edwin, scheiße, Edwin hat seine Rüstung verloren und hat seine Stäbe verloren. Na klasse. Toll. Besseres zu tun, als mich Und die zu Ladungen lutschen sie auch noch ab, die Viecher. Nee, das kann ich der Hase geben. Scheiße. Oh, wie ich das hasse. Ich hasse es wie die Pest, wenn mir dann so solche Gegner kommen, die Nischruh beschwören können. Und die nutzen das auch einfach. Das sind Idioten. Weil ohne Scheiß, man benutzt einen Nischruh doch nur, wenn man die magischen Gegenstände von seinem Gegenüber haben will. Und wenn ich doch eine gegnerische Gruppe ausplünder, dann will ich doch so viel wie möglich von dem magischen Zeug haben, was die haben. Aber na gut, die Drow sind offenbar dumm. Noch ein bisschen weiter zurück. Kann man nämlich schön viel Schade verursachen. Hätten wir nicht irgendwelche Oh Mann, armen das Idioten so. anfeuern können, die die Drecksarbeit für uns erledigen? Das hier ist wirklich kein Platz für einen Mann meiner Bedeutung. Und fangen sie wieder mit der Scheiße da an. Ja doch nicht alle töten. Warten wir mal ab. Ich beobachte jetzt erstmal nur, was die hier machen. Eventuell werden sie bei ihrem
Zauber unterbrochen, dass gar keine Nishru erst erscheinen. Einer ruft schon Hilfe. Und was darf es jetzt sein? Jagt doch nur nochmal einen Feuerball rein. Ja, Enne ist schon gestorben. Gleich hinterher. Und wie schaut's aus? Ja, ich habe ja schon begriffen. Okay. Sind immer noch am Leber. Dann zieh dich zurück. Hoffentlich werde ich Und wenigstens du ist noch eine Drow-Priesterin. Okay, die Priesterinnen sind aber nicht unser Problem. Die Kerle sind hier unser Problem. Und der ist kaputt. Da ist der Nishru wieder. Weg. Weg, 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 weg. Alle auf den Nishru. Edwin, hau bloß ab. Der lebt immer noch. Hat der Edwin noch sein Zeug? Gut, 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 gut. Okay, hat Korgan auch noch sein Zeug? Alles klar. Weiter auf den Nishru. Edwin? Ah, okay. Er ist... Und... Okay, Edwin ist tot, aber wie sieht's aus? Korgan hat auch noch sein ganzes Zeug, das ist gut. Dann opfern wir halt Edwin. Doto kommt jetzt auch nicht an. Das ist ein Magier. Diese verdammte Magier müssen wir drauf. Das sind die gefährlicher. So. Ja, die Magier, die bringen 10.000 bis 11.000 Erfahrungspunkte. Also von daher, das sind echt die gefährliche, ne? Die Priesterinnen. Gut. Jetzt können wir die Priesterinnen attackieren. So. Und die bringen auch nicht so viel. Also die wirklich gefährliche hier sind eindeutig die Drow-Magier. Die sind aber nicht deswegen gefährlich, weil die so besonders tolle Zauber drauf haben, sondern weil die eben Nishru beschwören. Und das sind äußerst nervige Kreaturen. So. Jetzt haben wir das wieder. Na gut, Edwin hat jetzt halt wieder ein paar Zauber eingebüßt. Das ist halt kacke. Aber wenn es halt so ist, dann ist es halt so. Besser als seine magische Gegenstände zu verlieren. Gerade die brauchen wir, jo. Ah, Mann, 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 Mann. Blöde Viecher. Okay, die brauchen wir nicht, die Kugeln. Obwohl, na komm, besser als dabei zu haben. Gucken wir jetzt mal bei der Zauberei. Haben wir noch Aganasars Hexerei und Spiegelbilder zupacke. Hier noch ein Feuerball dazu packe. Dann können wir nochmal geheimes Wort rein. Und Dodo für was wichtig. Alles klar. Gut. Ich bin dabei. Dann gucken wir nochmal, was die Drow bei sich haben. Wenn es denn sein muss. Das ist Drow Prunkharnisch plus 5. Wir nehmen den mal mit. Hier haben wir noch einen Drow Elfenkettenhemd plus 3. Dasselbe hier. Und zusätzlich noch 57 Gold. Ein Prunkharnisch, bla bla bla, das kennen wir ja schon. Die ganze Rüstung ist mit Gravuren und Prägungen verziert. Diese Drow-Rüstung zerfällt zu Staub, wenn man sie aus dem Unterreich ins Sonnenlicht bringt. Hat aber eine Rüstungsklasse von -4. Also das können wir uns auf jeden Fall mal überlegen, ob wir so Dinger nicht anziehen wollen hier im Unterreich. Sind zwar halt nur im Unterreich wirksam, die Teile, aber dafür hat man dann was richtig Gutes. So. Die Drow-Magier haben entsprechend auch wirklich nur Scheiß bei sich, wie man so merkt. Also die dürfen anscheinend, also die sind wirklich in der Gesellschaft so dermaßen hinne, dass die einfach nichts Gescheites tragen dürfen. Du hast auch wirklich nur die Frauen die gute Sache dabei. Sag mir, was zu tun ist. Gute Idee, Okay. das zu übertragen. Dann jetzt gerade nochmal checke, bevor ich speichere. Jeder hat seinen magischen Krust noch bei sich. Jawohl. Ja, ja, ja. Anomen hat auch seinen magischen Krust bei sich noch. Da ist nichts verloren gegangen. Vikonia, ach, auf jeden Fall. Edwin, um Himmels Willen, nicht, dass die Schriftrolle des Gromfair oder so verloren gegangen ist. Gucken wir gerade nochmal. Nachricht, Messi.
Schriftrolle des Gromfair, sehr schön. Das ist also an und verloren gegangen. Korgan, ich mag auch nochmal gucken, ob wir alles hin. Ja, wir haben unser ganze Kruscht noch. Sehr schön. Okay, das ist halt immer so ultra lästig bei so einem Nishru oder Hakesha, dass man dann immer nochmal seine Gegenstände checken muss. So, dann haben wir hier was Schickes. Manipuliert die Facette, um eine gefangene Seele freizulassen. Und was kommt raus? Hallo, mein Freund. Und ich werde mich nicht ergeben, ihr könnt nie... Was? Gond der Riatavin. Wer seid denn ihr Leid? Ich hab mit meiner Leute für eine Gruppe Drow gegenübergestanden. Ja, Drow in eurer Gruppe? Alter, nicht fern von mir. Ich bin sie nicht in meiner Nähe, aber... Richten euren Zahn nicht gegen mich, Dummkopf. Ich bin hier nicht euer Feind. Ich will euer Absicht gewesen. Wo ist die Gruppe, mit der ich unterwegs war? Sprecht! Ich werde nicht antworten. Ihr schuldet mir Respekt, weil ich euch aus der Verzauberung erlöst habe. Ich war gefangen? Oh verdammt, ist der verfluchte Drow und seine Zaubersprüche müssen mich erwischt haben. Ich habe gedacht, die sehen mich für einen Gegner, Ich habe gedacht, sie sehen für einen Gegner viel zu arglos aus. Die raffiniert Bande, die Drow. Sehr gerissen, meinen Trupp mit Magie aufzuspalten. Ich hoffe, mein Kamerade ist es besser gegangen als mir. Ich nehme das als Kompliment, Mensch. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, Drow. Ich werde keine Zeit damit verschwenden, mich mit euch anzufreunden. Ich erwarte nichts als hinderlich an dem Ort. Soll ich jetzt gegen euch kämpfen oder nicht? Ich kann nicht lang dem Zauber erlegen gewesen sein. Denn mein Verstand ist klar und ich weiß, dass gute Taten niemals umsonst sind. Sagt, was ihr wollt. Ich habe nichts Besseres zu tun. Wir können auch kämpfen. Wenn ihr Schwierigkeiten mit meiner Ausdrucksweise habt, ich meint, ihr seid ein Arschloch. Führt euren nutzlosen Kampf und ich werde grundlos sterben. Wir sind ja böse Gruppen, wir wollen einfach, was die Leute haben. Wir wollen einfach nur die Gegenstände von den Leuten haben. Okay, der hat nur Müll bei sich, na großartig. Das war wirklich grundlos. Naja, egal. Dafür hat 7000 Erfahrungspunkte gegeben. So what? Also den habe ich erlöst, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr seid so weit entfernt. Okay, noch einmal. Und was für Seele kommt jetzt rausgeflogen? Schicken wir nochmal unseren Krieger näher dran. Ich habe schon wegen weniger getötet. Ja? Becklen Daggleford. Ich habe nichts böse gewollt, das schwöre ich. Bitte, Herrn Hof. Und ihr seid nicht diejenige, ihr seid von dem Licht. Ich habe euer Farb zuvor nie gesehen. Bitte sagt mir, dass ihr Gutes beabsichtigt. Ich bin wahrlich demütig und will einfach nur heim. Armer kleiner Gnome der Tiefe, mir blutet's Herz. Und euch, ach gleich. Nee, bei dem weiß ich, dass der wichtig sein wird. Deswegen will ich noch Bezahlung froher. Ich kann nicht, aber wenn ihr uns irgendwann einmal in Granitheim aufsuchen, tut mein Vater das vielleicht. Wenn ihr hier in unser Dorf kommen sollten, dann müsst ihr unbedingt meinen Papa aufsuchen. Er wird euch sehr dankbar sein, das weiß ich. Sehr schön. Ja, der ist nämlich für Quest noch wichtig. Becklen Daggleford. Der ist auf jeden Fall noch wichtig. So, was kommt hier raus? Alkra Diagott. Freiheit, die Lebende werden für mein untotes Gefängnis bezahlen. Ich wandle erneut. Was hat denn ihr für komische Kreatur? Die lebende Schwatzen mit Alkra. Es ist schon lange her, dass ihr Schreie gehört habt. Ich werde nicht viel Zeit mit einer Wesen vergeudet, deren Intelligenz deren von Affe gleichkommt. Kommt, nimm euren Tod rasch in Empfang, Kinder des Fleisches. Es gibt doch verräterische Drow, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Okay. Ein Leichnam. Erstmal vorsichtshalber Magie Bangen. Und das war's mit dem. Das war glücklicherweise schnell genug, dass ich den attackieren konnte. 22.000 bringt er uns. Und er hat einen spätzündenden Feuerball, Zauber zurückwerfen und einen Nishru beschwören bei sich. Das werde ich ums Verrecken nicht einsetzen. Aber das sind schöne Zauber, die wir gut verkaufen können. Und die wir alle auch schon gelernt haben. Sehr schön. So viel zu dem. Dann... Ja, Korgan, bla bla. Schleißige Handarbeit und Pipapo. Dann kümmern wir uns jetzt noch dort rum. Wer kommt dann hier rausgewurschtelt? Riti. Hi, Riti. Ah, ein Githyanki. Die Schlacht hat uns lang warten lassen.
Größenattack. Ich werde nie wieder Sklave sein. Endlich mal ein anständiger Kampf. Auf geht's. Die lebenden Tote müssen ausgewetzt werden. Ich kämpfe an Platz an der Seite von Gith. Ja, komm. Der hat 8000 Erfahrungspunkte gebraucht und hat einen schönen Speer und verbesserte Hast bei sich. Nicht schlecht. Ja, schade, den können wir nicht lernen. Dann heben wir mal Verthronen des Baal auf. Und Speer plus 3 verfluchter Wendespeer. Dieser verwunschene Speer erscheint als magischer Speer. Entsteht jedoch eine Kampfsituation und der Träger greift einen Feind an, so wendet er sich gegen den Träger. Bei jedem Angriff greift er sowohl den Gegner als auch den Träger an. Dieser Speer ist eine mächtige Waffe. Es muss jedoch gut überlegt werden, ob sein Nutzen seinen Schaden aufwiegt. Diese verfluchte Waffe kann man nur durch die Anwendung von Fluchbrechen wieder loswerden. Plus 3. Und durchbohren Schaden nochmal bei jedem Treffer. Der kommt in den Beutel. So. Sagt mir, was ich Dann hoffe, das gibt's bringt so noch was. Und wer kommt jetzt rausgeschossen? Auf der Leichehaufe hier direkt. Revilin Strati. Habt ihr irgendwas für euer Leben etwas zu bieten oder wollt ihr hier sterben? Du. Ach. Hallo, wohnt da drin jemand? Ich warte. Das scheint wohl auch ein Drow-Magier zu sein. Und jetzt ist er tot. Aber Abbild hat er anscheinend noch nie gekriegt. So. Schön. Gucken wir mal wieder auf dem Leicheberg, was jetzt Neues ist. Ifrit beschwören und Erdelementar beschwören haben wir jetzt noch gekriegt. Okay. Ifrit war, glaube ich, Stufe 7, oder? Ja, genau. Sehr schick. Dann haben wir bisher nur einer am Leben gelost und jetzt ist doch noch einer. So. Wer kommt dann dort zum Schluss raus? Das Beste kommt zum Schluss. Ja. Und in dem Fall ist es der verrückte Aganalo. Visionen, noch mehr Hirngespinste in meiner Gedankenwelt. Ich verleugne euch, ich weiß, wofür ich bleib. Noch mehr Gestalte, die in meinen Kopf herumschleichen, was soll's. Ich hab so viel gesehen in all der Zeit, ich verfluch mein regungsloses Gehirn für seine Struktur. Wer oder was auch immer ihr seid, ich verdamme euch. Ich bin ein Sklave von Phantome, sei ich weiß, wofür ich existiere. Beruhigt euch mal, damit wir die Bezahlung für eure Befreiung aushandeln können. Mehr eigene Gedanken verhöhnen mich mit der Vorstellung an Freiheit, obwohl ich weiß, dass ich hier gefangen bleib. In so viele Träume habe ich die Befreiung sehe, als dass es wirklich wahr wäre, könnt. Zurück in euer Versteck, in meinem Kopf, zurück. Ich werde die Lüge kein Glaube schenken. Ich soll euch lieber umbringen, als mir weiterhin den Schwachsinn anzuhören. Zurück! Euer Worte sind die meiniger. Ich sehe nichts als noch mehr Illusionen der Freiheit. Zurück, ich zwinge euch! Okay. Dann stirbt doch einfach. 6000 Erfahrung hat er gebraucht. Und auf dem Leichehaufe ist ein schönes Schwert erschienen. Bastardschwert. Joa der Aderlasser plus 2. Bastardschwert plus 2. Die Klinge gehörte einst einem gewissen Ho Mang, einem Reisenden aus Karatur, der sich an zahlreichen Höfen Faeruns für zwielichtige Aufträge anheuern ließ. Er war besonders in der Kunst der Überzeugung geschult und setzte dieses Schwert ein, um den Tod der tauschend wahrscheinlich 1000 Schritte durchzuführen. Bei diesem uralten und langwierigen Ritual, das seinen Ursprung in Karatur hat, werden dem Opfer zahlreiche kleine, aber sehr schmerzhafte Schnitte zugefügt. Bei Schnitten, die mit diesem Schwert ausgeführt werden, gerinnt das Blut nicht, sodass das Opfer langsam verblutet. Das Schwert wurde gestohlen und bis zum heutigen Tag war sein Aufenthaltsort unbekannt. Verursacht bei jedem Treffer 2 zusätzliche Schadenspunkte je Runde, bis 10 Schadenspunkte verursacht wurden. 2W4 plus 2, das ist Quatsch, aber es ist schick designt. Und ich steht Sarah. Ich mache an der Stelle hier am Gefängnis und am Leichehaufe meinen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Arm auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.